Musik und lustige Reden gehören immer auf die Karnevalsbühne. Und unser nächster Redner, der verbindet sogar beides. Charmant berichtet er von Begebenheiten und gekonnt überrascht er uns mit einer musikalischen Darbietung. Hier ist er nun, Christian Pape. Hallo zusammen. Ich wusste das, bei der ZDF-Mädchensitzung hat man noch Anstand, da wird noch zurückgegrüßt. Stefan, pass auf. Hallo. Und das ist gar nicht selbstverständlich. Das ist die Haltung des Rheinländers, wie sagen wir immer so schön, et kütt wie et kütt und et hätt noch immer. Beispiel, meine Frau Silvia, rheinisches Mädchen, wurde jetzt von der Polizei angehalten. Sagt der Polizist, Führerschein. Sagt Silvia, och, hab ich vergessen. Sagt der Polizist zu Hause, sagt Silvia, nee, zu machen. Jetzt kam sie nach Hause, Stefan, ich bring das einfach, ist egal. Wir waren in Düsseldorf, da habe ich das erzählt, hat kein Mensch verstanden. Man muss ein bisschen nachdenken, Köln, ich setz auf euch. Silvia kommt nach Haus, regt sie sich auf, sagt sie, dieser Idiot im Parkhaus. Erst nimmt er mir die Vorfahrt, dann klaut er mir die Parklücke und jetzt ist auch noch sein Lack an meinem Autoschlüssel. Wir sind schlagfertig. Guck mal, wenn wir Rheinländer an der Ampel stehen, vor uns hat jemand die Grünphase verschlafen. Wir hupen nicht. Nein, wir steigen aus, klopfen an seine Scheibe und fragen, Entschuldigung, war da jetzt keine Farbe für Sie dabei? Hier, jetzt vom Auftritt. Oh, vom Auftritt. Ich bin unter der Dusche bei mir zu Hause, mache das Wasser an, klingelt es an der Tür. Ich raus, Handtuch umgebunden, klitschnass zur Tür, klitschnass. Ich denke, komm, ist egal, du wolltest heute sowieso noch mal feucht durch die Wohnung gehen. Steht da der Postbote. Können Sie das Päckchen für Ihre Nachbarin annehmen? Ich werfe eine Benachrichtigung ein. Alles klar. Zurück unter die Dusche, Wasser an, klingelt es wieder. Ich raus, Handtuch umgebunden, klitschnass zur Tür. Jetzt kommt's. Jetzt steht ein älteres Ehepaar und sagt zu mir, hören Sie mal, wollen Sie mit uns über Gott reden? Jesus lebt. Ich sag, oh, dann fällt ja dieses Jahr Ostern aus. Sagt der Pape, morgen ist Weltuntergang. Ich sag, morgen schon? Da muss ich langsam mal fertig werden mit Duschen. Tür zu. Moment. Zurück unter die Dusche, Wasser an, klingelt es wieder. Ich raus, klitschnass zur Türe. Steht da meine Nachbarin und sagt, Sie hätten sich auch mal ein Handtuch umbinden können. Ne? So, und wenn ich dann nachts von dem Auftritt nach Hause komme, dann singe ich unsere Tochter Amelie immer in den Schlaf. Früher, Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her, sonst wird dich der Jäger holen mit dem. Jetzt ist Amelie 9 Jahre, jetzt ist sie ein großer Helene Fischer-Fan. Und deshalb singe ich jetzt, Fuchs, du hast die Gans gestohlen, abends am Bettchen immer so. Kein Jäger ist da, der Fuchs schreit Hurra und der schleicht durchs Gartentor. Es ist spät in der Nacht, die Gans wird nicht bewacht, ja und das kommt selten vor. Er schaut wie gebannt, jeder Muskel gespannt und dann mit Vollgas in den Stall. Die Gans liegt im Dreck, ihre Federn sind weg, ja so ist das nun mal. Jetzt bist du federfrei und du legst nie mehr ein Ei. Hast du den vergessen? Der Fuchs will dich essen und davon kriegt er nie genug. Jetzt bist du
Der Fuchs hat Besteck dabei. Er darf nicht verweilen, er muss sich beeilen, um dich zu zerteilen. Denn du bist fehlerfrei. Eierlehe können wenden. Scheißegal. Jo! So, meine Damen, zum Abschluss, das möchte ich noch mit auf den Weg geben. Eine sehr gute Karnevalssitzung ist wie ein Mehrgänge-Menü. Als Vorspeise eine kräftige Höhnersuppe. Die hat ordentlich Kasala. Danach Räuberplatte, gute Kost vom Hausmann. Da ist für jede Couleur was dabei. Danach ein Steak, frisch vom Cat Baloo. Schön dekoriert mit Blum und Blümscher, mit dem Besten vom Metzger. Warum? Der kann's. Für die Frauen zwischendurch einen eisgekühlten Funky Mary. Männer sollten davon nicht zu viel trinken, sonst rumpelt das Stielchen. Und man kriegt so eine Knallkorb. Irgendwann fallen alle Hemmungen und dann gibt es nur noch Sekt oder Stelter. Und wer dann noch Hunger hat, bestellt eine halbe Hahn, Geschmacksrichtung Black Föß, lecker Zwiebeln obendrauf, aber Vorsicht, das gibt schon mal Luftflotte. Und meine Damen, ich sage es euch, so ein Menü, das bringt's. Mahlzeit. Und jetzt habe ich noch was für euch. Meine Frau und die Mama von Dr. Bimmermann, die machen uns gerade fit für den Haushalt. Kochen, putzen. Die haben uns eine Trainings-CD produziert mit den wichtigsten Übungen für die Hausarbeit. Und wir beide machen das jetzt mal vor. Stefan, es wird heiß, ja? Und euch allen, auch da hinten in der letzten Reihe, euch allen wünsche ich viel Vergnügen. Das ist im Haushalt, macht sich von allein. Wäsche waschen. Schleudern. Und putzen. Wo ist der Staub? Da. Putz den Staub. Auch oben. Und unten. Teller einräumen. Müll rausbringen. Eier in die Pfanne. Und zum Herd. Bitte wenden. Spinnen tottreten. Schneller. Schneller. Fantastischer Auftritt, dem Christian Pape und seinem Ein-Mann-Orchester Stefan Bimmermann. Ein dreifaches Kölle!